Ja, einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem Webinar. Es freut mich, dass Sie heute Morgen die Zeit gefunden haben, daran teilzunehmen. Ich denke, wir fangen jetzt mal an. Es ist 1:01 Mein Name ist Ruth Reinecke. Ich arbeite für die Linux im Marketing und bei uns ist heute zugeschaltet unser Experte Juha Milleri. Vorab ein paar organisatorische Sachen. Wir werden ungefähr 45 Minuten für dieses Webinar benötigen. Sie können jederzeit Fragen stellen. Dazu können Sie die Fragefunktion oder die Chatfunktion in Ihrem Bedienpanel benutzen. Wir bemühen uns, diese Fragen nach dem Webinar zu beantworten. Falls uns die Zeit ausgeht, melden wir uns dann individuell per E-Mail bei Ihnen. Wir nehmen dieses Webinar außerdem auf und wir schicken Ihnen die Aufnahme im Nachgang zu. Außerdem haben wir 2 ganz kurze Umfragen vorbereitet für das Webinar. Eine werde ich Ihnen jetzt gleich stellen und die andere am Ende dieses Webinars. So, aber jetzt zu unserem aktuellen Thema und das ist ja TOGAF. TOGAF ist, wie wir alle wissen, eines der verbreitetsten Frameworks für Enterprise Architecture und ist in vielen Unternehmen der Standard. Trotzdem zeigen Umfragen immer wieder, dass nur wenige Organisationen TOGAF wirklich erfolgreich umgesetzt haben. Und um zu wissen, wie bei Ihnen im Unternehmen jetzt der Status ist, werde ich jetzt einmal eine kurze Umfrage launchen, die Sie hoffentlich alle jetzt bei sich auf dem Screen sehen. Und da würden wir einfach gerne mal wissen, ob Sie denn aktuell TOGAF in Ihrem Unternehmen nutzen. Ich gebe Ihnen jetzt mal noch ein paar Sekunden, um das zu beantworten und erzähle Ihnen kurz, worum es dann heute geht. Wir wollen einmal mehr über TOGAF erfahren und dafür haben wir unseren Experten bei uns. Und der wird uns nicht nur etwas zu TOGAF erzählen, sondern auch, wie Sie es erfolgreich mit Linux umsetzen können. So, jetzt haben 100% von Ihnen abgestimmt. Wir haben 25% von Ihnen, die aktuell in Ihrem Unternehmen TOGAF einsetzen und 75%, die es nicht einsetzen. Das heißt, wir haben viele TOGAF-Neulinge und da freut es mich natürlich, dass Juha heute bei uns ist, um Ihnen da mehr zu erzählen. Was sind denn unsere 3 Key Takeaways, die wir Ihnen heute mit auf den Weg geben wollen? Einmal, wie gesagt, wollen wir Ihnen ein bisschen die Basis von TOGAF erklären. Dann wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Enterprise Architecture mit TOGAF und Linux unterstützen können. Und letztendlich wollen wir Ihnen noch zeigen, wie Sie den Fokus Ihrer AR-Practice darauf ausrichten können, Wert für Ihre Stakeholder zu schaffen. Das wäre dann auch fast schon der Punkt, wo ich gerne an Juha übergeben würde. Er kann Sie sicher... Ja, hallo Juha. Juha ist heute aus der Schweiz zugeschaltet und kann Ihnen auch sicher kurz etwas zu sich selber erzählen und von mir hören Sie dann am Ende des Webinars nochmal etwas. Vielen Dank, Ruth, für die Einführung. Eine Folie zu meiner Person, ein bisschen Hintergrund. Ich komme aus dem technischen Bereich auch, habe mich dann in TOGAF ausbilden lassen. Sehr lange Jahre auch im IT-Bereich, Entwicklungsprojekte, Projektmanagement, IT-Management, Linienfunktionen geübt und in den letzten 20 Jahren mit dem Thema Enterprise-Architektur unterwegs gewesen. Verschiedene Großunternehmen. Dafür habe ich jetzt letztes Jahr auch eine Firma gegründet, wo wir Großfirmen beraten in diesem Bereich. Wie kann man Architektur wirklich lean umsetzen? Wir haben ein sehr anspruchsvolles Thema heute, das heißt 900 Seiten TOGAF-Theorie plus noch Linux dazu in einer halben Stunde. Das ist unsere Herausforderung, dann legen wir gleich los mit dem Thema. Wie gesagt, das ist wirklich, TOGAF ist ein von bekanntesten, oder das ist de facto Standard praktisch in vielen Firmen, die eine formelle Framework für das Thema Enterprise Architektur suchen.
Da gibt es recht viel Material, 900 Seiten über Best Practices, Prozesse, Prinzipien, Regeln, Richtlinien, Techniken, wie man das Thema abbilden kann, wie man das angehen soll. Es ist natürlich mit so viel Material eine große Herausforderung, den pragmatischen Weg zu finden. Wie kann man das wirklich so umsetzen, dass es für die Firma Mehrwert bringt? Und da gibt es auch natürlich Hinweise, dass es sehr breit eingesetzt ist. 80% von ganz großen Firmen, Global 50, setzen das ein, Fortune 500, sogar 60%. Aber man hört immer wieder, dass es Probleme gibt, wie man das wirklich pragmatisch umsetzen kann, ohne dass man sich verliert in die Methode. Und das schauen wir gerade heute an. Da sind die gelben Bubbles von TOGAF, die jeder kennt. Das ist der ADM, Architecture Development Method von TOGAF. Und es gibt die Rahmen auch für den Ansatz, wie man das Thema angehen soll. Was sind die Phasen, was sind die verschiedenen Themen, die wir unterwegs auf dem Weg überlegen muss. Es fängt von Architekturvision an, geht sequenziell durch Phasen B, Business Architektur, Information Systems, Technologiearchitektur und so weiter. Es gibt gute Rahmen fürs Thema, aber wie gesagt, das ist echt schwierig, das so umzusetzen, dass es bleibt im Griff, dass man sich nicht verliert in vielen Templates in die Methode selber. Natürlich, die Leute muss man ausbilden, da gibt es recht viel Angebot, auch in Ausbildungen, Zertifizierungen. Das ist eine gute Basis für Architektur als Beruf, wirklich Professionalisierung. Aber es braucht sehr viel Aufwand für die Schulungen und für die Pflege, wirklich, dass es das Ganze am Leben zu behalten. Der Nachteil oder der Fakt ist einfach, dass es auch sehr viele Artefakten generiert. Und da kommt die Frage von Repository, wie kann man diese Vielfalt von Themen, die TOGAF vorschlägt, wirklich beherrschen und managen, dass sie auch Wert bringen für das Unternehmen. Da sind die Phasen noch auf der nächsten Folie erklärt. Es fängt mit der Preliminary Phase, das ist wirklich das Aufsetzen von TOGAF in einem Unternehmen, wo wir die Voraussetzungen überlegen, wie wollen wir das Thema in unserer Firma angehen. Dann die Architekturvision-Phase ist wirklich für die Scope zu beschreiben, was sind die Erwartungen, Business-Kontexte, wo stehen wir jetzt, unsere Firma, was ist für uns wichtig, was ist bei uns im Fokus, was ist unsere Strategie, dass wir auch Architekturvision und Statement of Work generiert. Dann geht es weiter in Phasen B, C, D. Zuerst mal Business-Architektur, Top-Down überlegen, wo stehen wir jetzt, Baseline-Architektur, und wo wollen wir hin? Das ist Target-Architektur. Und anschließend auch Gap-Analysis, dass wir da ganz klar verstehen im Bereich Business-Architektur, das heißt Organisation, Prozesse, Rollen, wo stehen wir heute, wo wollen wir hin? Und das Gleiche für Information Systems und auch die Technologie. Das sind die Phasen P bis C. Dann geht es Richtung Umsetzung, die Projekte zu identifizieren in der Phase E. Wie kann man das Thema so schneiden in Teilen in Projekten, dass wir das auch umsetzen können. Und in der Phase F geht man Richtung Migration Planning, Migration, wie kommen wir dahin? Was sind die sinnvollen Schritte, die wir dann über Zeit durchführen wollen? Die Phase G ist nicht weniger wichtig. Das ist die ganze Governance für die Umsetzung. Natürlich, wenn es einmal definiert ist und die Richtung festgelegt, das reicht nicht, sondern Architektur muss auch sicherstellen, dass das Ganze so umgesetzt wird, wie die ursprüngliche Idee war. Und dazu kommt noch die Phase H, ganze Change Management und Requirements Management. Das ist der integrierte Teil von Architecture Development Method, wie TOGAF vorschlägt, das Thema Architekturaufbau anzugehen. Zum Glück ist es natürlich nicht ein end-to-end sequentielle Prozess. TOGAF schlägt auch vor, da Iterationen. Und das ist, glaube ich, Schlüssel auch für die Lean-Umsetzung von TOGAF. Da geht es als einige Beispiele. EA Capability Sprint, da setzt man das ganze Thema auf. Das ist eine Iteration, was wir zwischen Preliminary und Architekturvision fahren können oder sollten. In der nächsten Phase gibt es dann Iterationen für Architekturprojekte. Da geht man von Phase B
bis Lösungsfindung E und F und entwickelt ein Thema mit der TOGAF-Methode, zum Beispiel eine Projektanfrage, eine neue Capability für die Firma. Das ist der Teil, was man braucht für die konkrete Vorhaben mit TOGAF abzuwickeln. Dann gibt es Data Quality Sprint, was man häufig für die Verbesserung von Data Quality in Architektur braucht in Phase C. Dann gibt es Roadmap Sprints. Das heißt, TOGAF auch hat selber erkannt, dass man soll das iterativ angehen und solchen kleinen agilen Phasen. Und das ist auch ganz gut, wo Linux reinkommt. Und ich zeige es nachher, wie wir das unterstützen können. Genau diese Idee von TOGAF. Noch eine schwere Folie von TOGAF und dafür ist es auch bekannt. Da gibt es ganz gute Ideen durchgedacht. Das ist einfach Schlüssel für die Überlegungen, was muss dann Repository oder so ein Inventar von Architektur leisten. Das ist das Bild, wie TOGAF Architecture Repository überlegt hat. Und da ist gleich eine Story für die Umsetzung von Architektur mit diesem Nummern bezeichnet. Es fängt häufig an, da beim Nummer 1, wo Management hat entschieden, wir müssen das Thema angehen. Da setzt man Architecture Board, Architecture Council, hat verschiedene Namen, das Baby. Da fängt es häufig an. Dann geht man Richtung Nummer 2, Architecture Capability, wo man dann überlegt, was sind dann die Skills, welche Leute brauchen wir für dieses Thema, wie soll die Organisation aussehen, was ist dann eigentlich die Aufgabe, Architecture Charter, was sind die Themen, die Enterprise-Architektur zuerst fokussieren muss. Dann hoffentlich beim Nummer 3 fängt man an, die Anforderungen strukturiert aufzunehmen. Das heißt, dass wir aus dem ursprünglichen Charter, das erste Problem, warum haben wir das Ganze aufgesetzt, dann bricht man die Anforderungen langsam in kleinen Teilen und kriegt auch so einen Anforderungskatalog für die Architektur. Was sind die Themen, die wir tatsächlich adressieren müssen? Bei Nummer 4 geht es darum, dass wir überlegen müssen, Architecture Metamodel. Was ist unsere Methode für das Ganze, dass es auch dokumentiert wird, dass wir Metamodell für Content, Inhalt von Architektur, Artefakten auch definieren. Das ist natürlich, wo TOGAF kommt mit dem ADM, diese gelbe Bubbles, was wir gerade gesehen haben. Das ist die Methode für die Entwicklung. Und für Metamodell schlägt auch TOGAF sehr umfassende Themen. Welche Tabellen, welche Dokumente soll man alles vorbereiten? Das schauen wir jetzt ganz konkret mit Linux gleich an, wie man das in diesem Bereich umsetzen kann. Dann die Nummer 5 ist die Standards, die Referenzen. Das heißt, Best Practice auch in verschiedenen Industrien gibt es schon fertig überlegte Modelle für die Fähigkeiten, Capabilities, die man braucht. Insurance hat seine eigenen Modelle. Im Banking mag es ein BIAN Framework sein. In Telecoms ist es dann ITOM, TAM. Aus Industrievereine kommen Capability-Überlegungen, Standard-Frameworks, die man unbedingt aufnehmen soll. Und dann fängt man in der Phase 6 die ganze Abbildung von Architektur-Landscape. Das heißt, es gibt verschiedene Stufen von Artefakten, die man auch erfassen muss. Wir fokussieren heute auf Capability-Architekturen. Wie kann man unterstützt von TOGAF die Capabilities für die Firma, die wirklich im Fokus liegen, entwickeln und dann mit Linux abbilden. Das ist die Methode von Linux, von TOGAF, auch umfassend dokumentiert. Wie macht man Capability-Based Enterprise Architecture Planning? Die grobe Idee ist, dass wir die Unternehmensstrategie runterbrechen in Capabilities. Das heißt, Nummer 1 hat man eine Strategie, hoffentlich eine klare Aussage, eine Richtung für die Firma, wo wollen wir hin. Das kann man natürlich schon überlegen in der Phase Architekturvision, wie soll dann unsere Architektur aussehen, wenn die Firmenstrategie so aussieht. Und das gibt Ideen auch für die Projektportfolio, wie sollten wir das ganze Programm von Enterprise Architektur aufbauen. In der nächsten Phase
Nummer 2. Auf diesem Bild sieht man die Capabilities. Was sind dann die wichtigen Capabilities, die unsere Firma braucht, die wir heute nicht haben, die wir neu aufbauen müssen, weil die Strategie hat etwas geändert, weil wir uns neu orientieren wollen. Digitalisierung, da gibt es viele Treiber aus Strategie. Die Aufgabe von Architektur ist, das auch runterzubrechen, soweit, dass wir auf Capability-Ebene das beschreiben können. Was sind die hoffentlich nicht zu viele Fokuspunkte, Capabilities, wo Architektur auch anfangen soll und fokussieren soll. Das gibt diese direkte Strategierelevanz auch für die Enterprise-Architektur. Diese Themen, Capabilities, verfeinert dann man in TOGAF-Phasen B, C und D. Da geht man tiefer in die Business-Architektur, Information Systems, Technologie und beschreibt die Projekte daraus. Wie soll unser Projektportfolio aussehen? Und das geht dann Richtung Umsetzung. Die Idee, wie ich das wirklich in den letzten Jahren konkret auch gesehen habe in Unternehmen, es gibt viele Dinosaurier-Tools im Architekturbereich, die versuchen, das ganze Thema, was TOGAF abbildet, zu adressieren. Meine Empfehlung ist und auch die, was ich konkret in Projekten gesehen habe in den letzten Jahren, ist, man sollte eher fokussieren auf Best-of-Breed EA-Tool-Strategie. Das heißt, wir holen die Tools, die wirklich gut ein fokussiertes Thema beherrschen. Und dann verbinden wir die sinnvollerweise, damit kriegen wir sehr viel agilere Umgebung für Toollandschaft. Und dann die Tools bleiben auch gut im Rahmen. Das ist ein Customer Case, was wir bei einer Versicherung hier in der Schweiz gesehen haben. Da ist der Linux ganz in der Mitte als strategische Enterprise Architecture Management Tool und Repository. Da setzt man dann die wirklich gute Tools für ihre Bereiche, Signavio für Business Process Management, Jira für Requirements, Workflow Management. Viele technische Solution Architekten arbeiten gerne mit technischen Tools wie Enterprise Architect. Das ist für die Beschreibung von Solution Architekten oder wenn es dann konkret in die Umsetzung geht auf Attributenebene. Das macht Enterprise Architektur wieder gut. Und Confluence Wiki als Beispiel für die Communication und Collaboration, dass wir einfach Intranet oder eine Wiki für die statischen Themen zur Verfügung stellt und das zusammenbaut, so dass es eigentlich ein Tool-Umgebung für Enterprise-Architektur ist. Aber jedes Tool macht genau das, wofür es eigentlich gemeint ist. Und ich zeige gerade die Umsetzung auch von TOGAF in so eine Umgebung, was wir in diesem Kundencase gesehen haben. Vielleicht ein paar Wörter zum Linux auch. Ich nehme es an, viele von uns kennen das Tool und haben es mindestens einmal gesehen oder ausprobiert. Kurze Vorstellung. Linux bietet eigentlich die 3 wichtige Bereiche. IT-Inventar, die Factsheets und die Tagging, dass man sehr wirklich flexibel die Themen basierend auf vordefiniertes Metamodell erfassen kann, dass man mit Tags sehr flexibel die aussortieren kann, rausfiltern kann, was man will, umfassende Search suchen, dass man alle Themen da findet und natürlich offenes System mit API, Import- und Exportfähigkeiten, dass man das auch in so einem Best-of-Breed-Tool-Umgebung sehr sauber integrieren kann. In der Mitte Collaboration-Plattform, wo wir dann ein bisschen wie auf Facebook für die Themen Interesse melden können, die wir wirklich verfolgen wollen. Da kann man bestellen, Updates, da gibt es Comments, Diskussionen und Activity Stream, wo man das auch sieht, genau die Nachrichten, die mich interessieren. Dann gibt es interaktives Reporting, das ist wirklich Herzstück von Linux. Wenn die Daten einmal im System sind, dann kriegt man sehr schöne Reports, genau stakeholder-fokussierte Reports raus für die Themen, wofür man typischerweise in Enterprise-Architektur interessieren soll und die wirklich von CIO, von IT-Management auch sehr geschätzt sind. Die kann man weiter exportieren oder die Daten bearbeiten weiter in anderen Tools, wenn man das will. Jetzt kurz mal gezeigt, Metamodell von Linux basiert auf ziemlich
starre, aber sehr gut durchdachtes Metamodell. Das setzt Application in die Mitte mit der Interfaces, die Schnittstellen zwischen Applications. Das linkt dann die Technologieseite links, die Lieferanten, die IT-Komponenten und die verschiedenen Technologie-Stacks wieder mit Application-Landschaft und bringt die Business-Architektur zusammen durch User-Gruppen. Das sind die Anwendergruppen, die Applications verwenden. Da sind die Business Capabilities aufgenommen und die Business-Prozesse auch. Dazu kommen noch die Datenobjekte, Data Objects. In diesem Bereich gibt es sehr viele Anfragen zurzeit. Wo sind meine personenbezogene Daten, in welchen Anwendungen? Mit diesem Metamodell kann man das sehr schön abbilden. Dann sind da unten noch die Projekte, die ständig unsere Architekturlandschaft ändern. Und das ist auch wichtig, dass die Architektur eine Übersicht über die laufenden Projekte hält. Und dieses Modell tatsächlich passt für die Abbildung von TOGAF. Das ist nicht out of the box gerade 1:1, aber wir schauen jetzt gerade an, wie kann man das so abbiegen, dass man die Nutzung von TOGAF und mit dem Pragmatismus von Linux gleich verbinden kann. Da ist die erste Phase, was ich da empfehle. Die Themen, strategische Plan, Architecture Principles, die Business-Strategie, also die Themen, die nicht täglich ändern oder weiterleben, die empfehle ich immer. Die müssen nicht unbedingt in einem mächtigen Repository drin sein, sondern gemäß dieser Best-of-Breed-Tool-Strategie für Enterprise-Architektur. Ich würde die empfehlen, gleich in Wiki aufzunehmen. Das ist wichtig, dass wir nicht einfach Dokumente schreiben, massive Bücher, die nur die wenigsten lesen und wo es sehr schwierig ist, die Themen zu finden. Wiki ist sehr geeignet für solche Themen, weil da kann man hyperlinken, verschiedene Kapitel auch dann referenzieren, auch mal verbinden mit Linux oder mit anderen Tools, dass wir die Themen immer wieder findet, wenn man das braucht. Aber es muss nicht unbedingt Teil von Enterprise-Architektur, dieser Repository-Metamodell sein. Deswegen ist die Empfehlung und diese Kundencase, wo wir das aufgebaut haben, statischer Inhalt ist im Wiki, da ein Intranet für alle verfügbar und sauber mit Hyperlinks zu verbinden. Die Anforderungen, wenn man da anfängt, dann konkret zu erfassen, was muss Architektur alles berücksichtigen, da geht es um Anforderungen, Constraints, Annahmen, Caps, die kann man auch in Jira aufnehmen. Und das kann man sehr schön mit Linux und auch mit der Confluence Wiki verbinden, dass es so ein Dreieck abbildet. Die sind auch Themen, die wir bearbeiten müssen als Anforderungen. Da gibt es Änderungen, Change Requests und Jira ist genau für solche Themen geeignet. Das muss wieder nicht in Enterprise Architektur Repository drin sein. Dann, wenn es gut, da gibt es ein paar Beispiele jetzt. Das ist meine Spielwiese, mein Sandbox. Wie kann das mal aussehen? Das ist einfach in Jira aufgenommen. Eine Anforderung für Architektur. Und das können die Teams und die Architekten und die Projekte zusammen bearbeiten. Das ist auch genauso aus der Cloud verfügbar, wenn man will, oder sonst on-premise. Und kann man sehr schön mit der Linux verbinden. Da gibt es dann die Wiki-Seite für die Themen Architecture Principles. Die muss man verfügbar machen, dass die Leute die lesen können, verstehen können. Aber am besten in so einem kollaborativen Tool, wie in diesem Fall Atlassian Wiki. Dann geht man wirklich in die Linux rein. Die Idee ist da, dass wir uns beeinflussen lassen von TOGAF-Terminologie. Da gibt es jetzt Business Capability ist unser Factsheet im Linux. TOGAF spricht über Capabilities. Das kann man mit der Hierarchie von Linux Level 1 und Level 2 sehr schön auch da abbilden. Wir nehmen die Capabilities auf der Stufe 1 und die Business Services auf der Stufe 2. Damit ist es wieder kompatibel mit TOGAF. Natürlich lohnt es sich nicht, das Ganze neu zu erfinden. Da gibt es sehr viel vorgefertigte oder durchdachte Modelle auch für Industrie, Capability-Modelle, wie gesagt, für Banking, BIAN, für Telecoms, für andere Industrien, die man einfach reinnehmen kann als Basis, als Inspiration.
Linux bietet auch Modelle an. Da gibt es jetzt für eine Versicherung ein Modell. Da sind die auf der obersten Ebene die Capabilities und die Business Services auf der nächsten Ebene. Das Bild ist tatsächlich aus dem Linux Report. Und so kriegt man eine Struktur für die Architekturübung als Step 1. Die Übung geht so weiter, auch mit den weiteren Factsheet-Typen von Linux. Bietet TOGAF das auch vorschlägt, dass man relativ schnell überlegt, die Umsetzungsprojekte oder die Architektur Work Packages. Deswegen habe ich das Factsheet-Projekt als nächstes genommen. Da nennt man einfach Level 1 Corporate-Projekt, Level 2 Work Package. Und damit hat man wieder Verbindung und Relevanz zu TOGAF. Das gleiche mache wie mit den Prozessen, Prozesse und Funktionen. Und in der ersten Phase dann User Groups, die würde ich jetzt als Stakeholders nennen. Dann ist man wieder TOGAF-kompatibel. Nimmt man in der Hierarchie Level 1 die organisatorische Unit und Level 2 die Rolle. Damit hat man die Organisation abgebildet. Und hat Linux soweit abgebogen, dass es wieder TOGAF-Terminologie und Methode reflektiert. Das gleiche geht weiter in der nächsten Phase. Für Data Objects gibt es dann sogar 3 Stufen. Data Entity, logische Datenobjekte und physische Datenobjekte. Das gleiche macht man für Applications. Erste Stufe in TOGAF spricht über Information System Service. Dann logische Komponente und physische Komponente auf der Level 3. Genauso für IT-Komponente auch. Platform Service, logische und physische IT-Komponente. Da gibt es wieder Referenzmodelle von Linux, die man einfach reinnehmen kann als Inspiration. Einfachere und komplexere, das ist die mittlere Version, was wir da häufig verwenden als Basis für die Struktur. Wie kann man die IT-Komponente kategorisieren? Und das nimmt Einfluss von Technopedia, das ist so ein internationaler Standard für die Technologiekategorien und Lifecycle-Information. Das kann man auch sehr schön mit Linux verbinden und damit ein bisschen die Klassifizierung automatisieren. Zusammengefasst, wenn man das jetzt schaut, die ganze ADM-Methode, unsere gelbe Bubbles und die Tools, die wir da unterwegs in verschiedenen Phasen umsetzen können und die Factsheets gemappt ein bisschen je nach Phase. Da fängt man mit den Capabilities an, kommt in die Projekte, danach Prozesse, Stakeholders, genauso wie erklärt. Damit deckt man eigentlich die ganze Kette von TOGAF-Umsetzung mit dem Standard Factsheets von Linux ab. Und das ist eine sehr schöne Sache, weil wenn man das einmal durchgedacht hat, ja, dann hat man eine lebendige Repository, die wirklich auf eine Standardmethodologie basiert, TOGAF. Und es bleibt nicht in einer Mappe. Das ist kein statisches Dokument, sondern das lebt dann wirklich in Linux weiter. Kollaborativ, das kann man mit Projekten bearbeiten, mit Architekten. Dann wird es wirklich eine schöne Sache, wenn man das sieht, dass die Architektur einmal definiert. Das bleibt nie statisch, sondern da muss man schauen, dass man genau so eine Umgebung von Tools schafft, wo man das weiterleben lassen kann. Ich glaube, wir kommen bald in noch nicht. Beispiel folgt gleich. Es ist auch sehr wichtig, dass man die Stakeholders, die Architektur und die Firma natürlich nicht im Management, sondern da gibt es eine Menge von Stakeholders und Enterprise-Architektur muss ganz genau betrachten, wie TOGAF das auch richtig betont. Was sind unsere Stakeholders, wie können wir die bedienen, was sind die Views, die sie brauchen. Und da ist jetzt ein Beispiel von Linux, wie wir genau mit einem Projekt-Factsheet Stakeholder View anbieten können. Da gibt es die Tags, sieht man da oben. Da sieht man zum Beispiel, dieses Architekturprojekt ist heute in der Phase 1 Architekturvision. Das hat ein E-Campaign. In dieser Firma läuft eine Initiative namens E-Campaign. Das ist mit dem Tag aussortiert und dadurch können die Stakeholders aussuchen, alle Elemente aus dem Repository, die etwas mit diesem View zu tun haben. Und wir schauen das gleich an in lebenden Systemen. Natürlich, was super in Linux und wunderbar am Schluss ist, wenn die Daten da stimmen,
wenn die Stakeholders mit dabei sind und das Ganze unterstützen, die Reports, die man auf Knopfdruck anbieten kann. Und die sind wirklich sehr durchdachte Themen. Natürlich kann man noch ein paar weitere Themen überlegen, aber die sind häufig die Themen, die Stakeholders verlangen. Wirklich sehr Basis-Lieferobjekte für Architektur wie Landscape, Roadmaps, Kostenübersicht. Die sind genau die vorgefertigte Stakeholder Views, die wir dann verkaufen müssen in der Architektur. Und da ist Linux sehr stark. Bietet die Reports natürlich Voraussetzung, dass Datenqualität stimmt. Aber dann hat man wirklich angenehme Lage, die Reports weiter zu verbreiten und zu verkaufen in der Firma. Wir sind soweit, dass wir jetzt das Live-System anschauen wollen. Und ein bisschen die Abbildung. Wir haben jetzt eine Umgebung geschafft. Da sehen Sie Linux, mein TOGAF Showcase Workspace, wo wir jetzt ein kurzes Beispiel durchgehen. Das für die Linux-Neulinge, die das noch nie gesehen haben, da gibt es Newsfeed, alle Themen, die in meiner Architektur, in meiner Firma passiert sind in letzten Zeiten. Das ist eine Art von Facebook, sieht man, wer hat was gemacht. Da kann man auf der linken Seite die Filters natürlich verwenden, um die einfach für mich relevante Nachrichten zu finden. Da kann man die Kollegen gleich mit einladen. Linux ist von Natur her sehr offenes System. Das heißt, wenn jemand sagt, der Kollege sollte auch mitmachen, der kann etwas beitragen, einfach einladen. Durch die Suchfunktion kann man alles suchen, was in Repository verfügbar ist. Das geht sehr schnell, findet man auch Factsheets gleich. Und die Dokumentation, die Basis User Guide und Help Center sind gleich online verfügbar. Dann schauen wir mittleren Teil Inventar. Da sind alle Factsheets, genau wie so in der Präsentation gesehen. Da sieht man die Statistiken auch, wie komplex ist unsere Umgebung heute. Capabilities, Prozesse, Stakeholders. Die Farben sind auch, wenn man eine Weile mit Linux arbeitet, sehr gut erkennbar. Findet man die Themen nur nach Farben. Als Beispiel jetzt für die TOGAF-Umgebung. Ich habe unser Metamodell von TOGAF da reingenommen und das ist ein Tag definiert. Kann man gleich aus dem obersten Feld mal sagen, ich will nur die Meta-Objekte für TOGAF. Und damit filtert Linux gleich die Themen daraus. Durch Klick auf Capability sieht man nur die Capabilities, die so ein Tag definiert haben. Natürlich dann, nehmen wir den Tag weg, sucht man da ein Stakeholder View. Ich als Projektsponsor für eCampaign-Initiative komme in Linux rein und will meine Themen sehen. Was sind die 3 Capabilities, die wir jetzt in diesem Programm bearbeiten? Da sieht man gleich in. Das ist jetzt das Beispiel von Versicherung. Da geht es um Claims Handling, die ganze Erfassung von Claims-Anfragen von Kunden. Da geht es um Vertragsmanagement, da geht es um Campaign Management. Die 3 Themen sind jetzt für diese Capability, für diese Stakeholder View wichtig. Wenn man da reinklickt, die sind alle Hyperlinks, die grünen Themen, draufklickt, kriegt man gleich ein Factsheet aus Linux-System, wo man dann lesen kann, was ist das eigentlich für Capability, für was ist es gemeint, und jeder, der Zugriff hat als Member in Linux, kann es gleich mal korrigieren, wenn da etwas gibt. Das ist in diesem Sinn sehr kollaboratives System. Da gibt es Links nach dem Metamodell zu Anwendungen, die diese Capability unterstützen. Da sind die Projekte, die in diesem Bereich jetzt am Laufen sind. Und da sind die Prozesse, die jetzt relevant für diese Capability ist, oder Prozesse, die diese Capability unterstützen. Wir schauen da nach TOGAF, wäre logischer Schritt, zuerst mal die Capabilities zu erfassen. Dann schauen wir in Projektdimension rein. Wir wollen die Umsetzung anfangen zu planen. Damit
hat diese Firma Projekt Helsinki definiert, wo natürlich diese Tag auch eingesetzt ist. Das ist die Umsetzungsprojekt und auch als Basis für die Architektur, wie wir das Thema arbeiten wollen. Da gibt es weitere Hierarchiestufen, kann man definieren. Projekt Helsinki hat Konzeptphase, Designphase, Umsetzung und dann Rolloutphase. Und die alle Themen, die man hier auf Factsheets erfasst, kann man direkt wieder anschauen. Wenn wir gehen, Reporting ist der dritte Bereich von Linux. Und der Roadmap, Projektroadmaps, da sehen wir gleich. Projekt Helsinki hat die Phasen und die sind zeitlich so eingeplant. Das ist natürlich nicht ein vollständiges Projektmanagementsystem mit allen Gantt-Charts, aber für die Architekturzwecken super ausreichend. Das gibt eine Übersicht für die Architekten, was sind die laufenden Projekte, die meine Landschaft ändern. Dann kommen wir mal zurück auf die Projekt-Factsheet. Natürlich für die Projekte kann man dann gleich anfangen zu erfassen und wir sehen da mit den Tags, dieses Architekturprojekt ist zurzeit in der Phase A, das heißt Architekturvision. Da geht es um den Umfang, Scope zu definieren, was ist unsere Ambition, welche Themen sind betroffen in diesem Projekt. Und natürlich ein Thema ist gleich Prozesse, das werden wir da erfassen, gleich im Linux. Das sind die Stakeholders, wie Tokav das auch betont. Wir sollten das ganz genau verstehen, welche Stakeholders für diese Architekturinitiative wichtig sind, die wir betrachten, interviewen müssen. Die kann man direkt in Linux aufnehmen. Wir haben die Capabilities hier erfasst. Das kommt auch natürlich, wenn man die Capabilities mit einem Projekt verlinkt, sind die gleich sichtbar hier auf dem Projekt Factsheet. Und das Ganze nach dem Phase 1 können wir gleich visualisieren. Da Application Landscape sehen wir automatisch generierte basierend auf Metamodel und die Daten in Repository. Was sind die Capabilities, was sind die Business Services und welche Anwendungen haben wir da im Spiel. Durch Konfiguration kann man andere Sicht generieren. Wenn es um Stakeholders geht, kann man gleich einen Filter setzen. Das sind die Stakeholders, was sind die Anwendungen, die wir jetzt da einsetzen. Und damit die ganze Phase von Architekturvision wird sehr lebendig. Wir werden da keine dicke Dokumente schreiben, sondern die Architekturvision ist eigentlich hier, gleich im Linux. Und das ist wirklich revolutionär in diesem Sinn. Das Ziel ist nicht, dicke Dokumente zu schreiben, die sehr schwierig dann zu verdauen oder für die Kollegen sind, sondern wir erfassen das ganze Thema Architekturvision gleich im Linux. Und damit bleibt es immer aktuell. Das ist sehr gut verfügbar für die Kollegen. Die können sehr direkt zugreifen und gemäß Philosophie möglichst offen für alle. Philosophie von Linux kann man die Information auch sehr viel effizienter verbreitern in der Firma im Vergleich zu dicken Dokumenten, die wir für Review rausschicken können. Natürlich dann geht die ganze Übung Tokav-mäßig weiter. Nehmen wir den ersten Tag weg, sagen, jetzt gehen wir Richtung Information Systems Architektur. Und erfassen, die sind jetzt vorgefüllt schon in diesem Beispiel. Aber in diese Phase würde man dann tiefer reingehen und schauen, was sind die Anwendungen, die wir in diesem Projekt jetzt ändern müssen, welche Anwendungen sind betroffen. Die erfasst man direkt im Linux auch und die sind alle hyperlinked. Die kann man direkt dann bearbeiten im System. Was ist der Lifecycle von diesen Applications, mögliche Hierarchien. Das ist alles live und das ist das Schöne. Auch im Linux, wenn man Tokav-Artefakten da erfasst, die sind sofort für die ganze Firma und für die Stakeholders lesbar.
Und in diesem sind nicht nur die Anforderungen, das ist die ARS-Dokument, Architecture Requirement Specification for Linux, sondern auch die ADD, die Definition Dokument. Das empfehle ich direkt im Linux zu erfassen. Und damit reicht man wirklich das Thema Lean und sehr lebendige Architektur, ohne die Dinosaurier-Dokument, wie ich die nenne. In der letzten Phase geht man dann, setzen wir es noch als Beispiel hier, nehmen wir das mal weg und wir sind in der Implementationsphase. Da ist wichtig, dass Architektur für Governance zuständig ist. Linux bietet auch in Projektdimension rudimentäre und sehr gut durchgedachte Funktionalität, um Projekte zu verstehen, dass man ein bisschen die Kosten im Griff hat, ja, dass man die Lieferanten versteht, welche Lieferanten bringen welche Teile, welche Leistungen zum Thema, dass man auch Projektreporting gleich da einbauen kann. Das ist sehr schön. Das ist alles, was ein Architekt, Enterprise-Architekt über die Projekte verstehen muss. Und in diesem Sinn decken wir alle die wichtigsten Themen im TOGAF ab und können das mit einem Factsheet, mit dem eingebauten Metamodell sehr gut auch abbilden. Gut, das war unser Beispiel. Wir springen jetzt für die Zusammenfassung noch kurz zurück. Von Zeit her sind wir, glaube ich, bald auch durch. Meine Empfehlung jetzt gleich, heute Morgen, in den nächsten 2 Wochen, ist es sehr wichtig, wenn Sie das noch nicht tun, gehen Sie zu Ihrem Stakeholders, identifizieren Sie die, stellen Sie die Frage, was sind dann die Views, die Sie sehen wollen aus Enterprise-Architektur. Das ist wirklich top-down-driven, aber sehr wichtig fürs Überleben und für den Wertbeitrag von Architektur. Dann fängt man mit der Capability-Based Planning, die ganze Identifizierung, was sind dann die wichtigen Capabilities in der heutigen Lage für unsere Firma. Und dann mit Linux kann man sehr schnell anfangen, die Basisstrukturen da erfassen. Das ist wirklich kein Rocket Science. Das schaffen die meisten Kunden auch in ein paar Tagen. In einer Woche hat man wirklich eine schöne Struktur für die Organisation, für die Capabilities. Wie sieht meine Firma aus? Und das schafft man auch in diesem Demo-Umgebung oder im Proof of Concept, was man mit Linux einen Monat kostenlos fahren kann. In den nächsten 3 Monaten ist es der Ansatz, gefällt mir sehr, Capability-Based Planning, dass wir wirklich kollaborativ mit Business und IT die Capabilities in Linux erfasst, beschreibt und auch die Abhängigkeiten dokumentiert. Und dadurch hat man auf Knopfdruck dann die Standard Reports für die Stakeholders parat. Da muss man kein PowerPoint, kein Visio mehr betreiben, sondern da kriegt man die Standard Reports, kann die gleich mal weiterverkaufen und zur Verfügung stellen. Und im nächsten halben Jahr als mittelfristige Perspektive, dass man die Capability-Auswahl erweitert, was man da im Linux dokumentiert kann, je nach Prioritäten von Stakeholders. Wie gesagt, Datenqualität ist sehr kritisch. Das muss stimmen. Das heißt, wir brauchen gewisse Governance-Prozesse, zum Beispiel welche Finanzprozesse, Portfolioprozesse können wir verlinken mit Enterprise-Architektur, dass wir Datenqualität nach vorne treiben können oder können wir gewisse Themen automatisieren aus dem CMDB, aus dem Portfoliosystem, gewisse Schnittstellen aufbauen und damit die Informationsqualität auch sicherstellen. Und meine Empfehlung für die ganze Enterprise-Architektur, das ist der neue Lean-Ansatz, dass man wirklich kollaborativ mit sehr fokussiert auf unsere Kunden. Wer sind diejenigen, die unsere Löhne zahlen, die interessieren fürs Thema und die auch eigene Karten in der Suppe haben. Und das ganze Architektur, meine Erfahrung ist, das als Programm zu managen und so iterativ verschiedene Themen anzugehen, dass es auch dann sehr transparent bleibt für unser Management, für unsere Stakeholders, was wird eigentlich in Architektur gemacht. Das wäre jetzt 45 Minuten ganz genau. Wir sind am Ziel. In diesem Sinne, back to you, Ruth. Vielen Dank, Juha. Sie haben jetzt noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen, wenn Sie möchten. Währenddessen habe ich hier noch eine kleine Umfrage. Ich launche die jetzt einmal. So. Und da geht es darum, ob
TOGAF aktuell von Ihrem EA-Tool gut unterstützt wird. Jetzt wissen wir ja schon von unserer ersten Umfrage am Anfang des Webinars, dass sowieso nur 25% der Teilnehmer TOGAF im Unternehmen einsetzen. Und die könnten jetzt dazu abstimmen. Ich gebe Ihnen noch ein paar Sekunden Zeit. Währenddessen bedanke ich mich schon mal ganz herzlich bei Ihnen für die Teilnahme. Wie vorhin am Anfang schon erwähnt, schicken wir Ihnen gerne auch noch die Aufnahme im Nachgang zu. Und wir haben jetzt auch schon unsere Ergebnisse, die Sie jetzt auch auf dem Bildschirm sehen sollten. Das heißt, 25% von Ihnen sagen, TOGAF wird nur schlecht unterstützt und 75% haben überhaupt kein EA-Tool. Dann kann natürlich das EA-Tool auch TOGAF nicht unterstützen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Bitte denken Sie daran, dass Sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen können. Und wir stellen Ihnen dann natürlich auch gerne eine kostenlose Demo-Version von Linux für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung, wo Sie dann selber ausprobieren können, wie Sie TOGAF darin abbilden können. Bleibt mir nur noch, mich nochmals bei Juha zu bedanken. Ich hoffe, wir sehen Sie mal wieder. Falls Sie möchten, haben wir das gleiche Webinar heute Nachmittag noch einmal in Englisch um 16 Uhr, falls Sie riesengroßes Interesse an dem Thema haben. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen Sie in der Zukunft bei einem anderen Webinar. Vielen Dank und auf bald.